Die Musik spricht Bände, liebe Freunde. Willkommen zurück hier bei Xenoblade Chronicles. Eine der letzten Episoden, wie ich behaupten würde, denn lange kann es ja nicht mehr dauern, bis wir hier gegen die Triade von, wobei, ich glaube, Triade ist das falsche Wort, oder? Gegen, ja doch, eigentlich Triade von Sans antreten, sprich da Dixon und die Alte da noch von Telefia, was kann ich mal, wie sie heißt. Alte Telefia natürlich Quatsch, und hoch hinter genau, und dann auch noch Elvis, sind ja alle so die drei der Apokalypse oder so irgendwas, keine Ahnung. Oh je, oh je. Wir können sie ihm noch da, wie es aussieht, und Bionis, naja, sie sehen ganz gut aus. Und wir müssen uns schon bald mal um Sansa kümmern, schon mit einem neuen Monado, obwohl ja eine Monado-Kopie, und ich frage mich gerade, was willst du hier eigentlich noch? Haben wir dir schon etwas gemacht, oder? Was sehen würde, ich kann Sklaven von uns sind. Ja, ich genügend Vorräte für alle. Hört sich gut an. Ja, ich kann sicher weiterhelfen. Okay. Also holen gehen, aber einen Schlüssel verloren, bla bla. Dann bla geöffnet. Wahnsinnig viele Monster. Tja, scheint so, obwohl gerade irgendwie die ganze Welt im Untergehen ist, können wir eben noch Sidequests lösen. Dazu komme ich gleich, Freunde, denn ich muss da auch noch bezüglich 100% und so noch etwas euch mitteilen. Also, es natürlich noch, Dankeschön in die Kommentare bezüglich dem Namen des Riesen. Natürlich heißt der Argless, wusste war etwas mit A und so, aber dann irgendwie komplett wieder mal vergessen. Irgendwie, sobald ich an Sansa denke, kommt immer der Typ in den Sinn. Schon verrückt, war. Aber gut, Argless hieß ja der ursprüngliche Riese. Und ja, die drei Reiter der Apokalypse, kann man schon so sagen. Nee, natürlich sind sie die drei Untertanen von Sans persönlich, warum das Elvis da dazu gehört. Ist zwar eine andere Frage, aber natürlich, was jetzt vor allem interessieren würde, ist, wie geht es genau weiter im Spiel oder im Let's Play. Sprich, soll ich jetzt die 100% Marke noch anpeilen? Nö. Ganz einfach nö, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens habe ich sowieso ziemlich vergeigt, das jetzt noch zu machen. Zweitens, jetzt irgendwie 30 Parts nur Sidequests zu machen, um annähernd 100% zu kriegen, wäre auch ziemlich fehl. Und drittens, ganz einfach aus persönlichen Gründen, weil jetzt sind wir schon so weit vorgedrungen, wir sind so ein, ja, es macht schon jetzt gerade so viel Spaß, in diesem Endrun kann man beinahe schon sagen. Da habe ich irgendwie relativ wenig Bock, um da jetzt noch große Sidequests reinzuquetschen. Ich hoffe, er versteht das auch, und ich würde es sicher so machen, falls ich nochmal ein Re-Let's Play davon machen würde. Ja, könnte eventuell sein. In ein paar Jahren vielleicht mal, dann würde ich sicher von Anfang an zu 100% machen, weil dann weiß ich genau, wo die schwierigen Passagen waren. Genau. Schulk, Monado-Kopie. Was ich gerne machen würde, bevor wir da aufbrechen. Ich habe auch schon geschrieben, von wegen Level und so, dass ein bisschen Level-Up, also Training nicht schaden könnte. Das habe ich auch vor, aber ich versuche es erst mal mit euch noch gemeinsam, so im Let's Play-mäßig, das noch ein bisschen zu trainieren. Wenn es nicht klappt, dann macht er halt noch offscreen ein paar Level, also ist nicht so wild, aber ich denke schon, dass wir gegen Dixon oder natürlich gegen Sans am Schluss dann schon etwa Level 80 benötigen. Alles darunter wäre wohl ziemlich fail. So, zum ersten Mal ganz kurz noch unsere Technik ein bisschen upgraden. Das ist auch so weit, das frage ich mich eben noch, wo zum Henker kriege ich die restlichen Technikbücher hier? Man fehlen ihm noch so viel, das kann ja nicht sein. Vielleicht nicht hier noch ein paar Kabel zum Abschluss hin, könnte doch theoretisch sein. Hallo? Was muss ich auch noch machen werde zum Schluss hin, ist dann noch, oh, Äthervisier, neue Waffen. Wäre dann vermutlich noch ein paar neue Juwelen zu schmieden für Schulk und die anderen halt. Ich hoffe, das klappt dann am Schluss noch. Was? Gelesen bereits? Och nö. Ja, ich nehme mal an, dass ich für die Technikbücher der letzten Stufe brauche ich vermutlich gewisse Sidequests, oder? Können wir mal so denken. Und glaube, habe ich auch mal irgendwie so gehört, dass eben die einen kann man irgendwie, das eine Upgrade der Technikstufe kann man so erlangen, und das zweite müsste dann per Sidequest sein. Also bei Monado ist natürlich immer die große Ausnahme, da geht es ja immer ohne. Ja, hier seht ihr, die eine, das sprich bis Stufe 4 sowieso, geht ja immer, dann bis Stufe 8 sind wohl Technikbücher, und bis Stufe 12 dann wären es, oder, Moment mal, 4, 5, 6, 7, achso, 5, 6, 7, also sind nur 3 Schritte, genau. Also bis Stufe 7 natürlich das zweite, die können wir kaufen, und dann die letzten 3 müssen wir irgendwie per Sidequest machen. Scheinbar, aber jetzt erstmal hier noch gucken, ich habe ein paar TP, die Frage ist bloß, welche nehme ich jetzt hier, Zyklon war, naja. Das will ich dann leider doch nicht.
Aber egal, ich meine etwas. So. Machen wir gleich mal weiter. Erstmal hier gucken. Kann ich bei Dunban noch etwas machen? Alter, noch so viel, was ich irgendwie machen könnte. Aber bei ihm sind eigentlich die Attacken eigentlich ganz gut. Für unser aktuelles Team. Deswegen, ja, mach hier halt mal noch. Ich hätte aber echt doch keinen Plan, wo ich jetzt da die restlichen Technikbücher noch finden könnte. Sprich, damit ich halt vor allem einen noch auf die mittlere Stufe kriege. Also sprich halt Stufe 7. Wo kann ich die wohl noch kaufen? Ach, irgendwo wird es sicher noch gehen. Müssen vielleicht mal, ja, können einmal zwischen Parts und so mal gucken. Hab natürlich komplett vergessen, was ich jetzt vor wollte, ist halt wegen dem Namen von Arkeles noch Ausschau halten. Mir überlegen, wie ich das mit 100% am besten werkstellige. Naja. Aber ich denke mal, restliche Technikbücher kriegen wir auch noch bis zum Ende des Let's Plays hin. Also zumindest mal ein paar noch. Ja, weil lass ich das mal. Bei ihr vielleicht noch irgendetwas? Oder bin ich schon überall ziemlich voll? Das sieht fast so aus, wa? Nee, Leute, das passt schon. Wir sind eigentlich ziemlich gut dabei. Das wird schon ganz gut sein. Haben wir ihn noch. Vielleicht noch ein paar neue Waffen. Eventuell. Geld haben wir eigentlich genug, wie es aussieht. Sie brauchen noch ein paar mehr Technikbücher. Aber egal, erstens mal wegen den Waffen gucken. Habt ihr irgendwas Spezielles gerade für uns? Oder aber... eigentlich nicht, wa? Okay, bei ihr wäre es natürlich die 3. Stufe bereits. Ach du Scheibenkleist. Strahle Geschwindigkeitswellen aus. Okay, verwendet alte Mechonis-Technik. Ist im härteste Material erbaut. Oh, ja, nicht schlecht. Technikheilung 50. Das wäre doch eigentlich noch geil. Ja, klar ist natürlich im V-Teil, also sprich, es ist bereits etwas alter. 36.000, wobei haben wir genug. Wie viel Geld ich habe. Bringt das andere was? Ich glaube, das ist eigentlich alles relativ schwach, was wir hier haben. Also natürlich die speziellen Äther, alter Schwede. Direktheilung, Minzangriff, Hast, maximal Angriff. Der Kraft von Egels Leibwächtern. Das muss so übel sein, ey. Anhang, was haben wir hier noch? Nochmal ein Anhang. Na, wieso nicht? Ach, die Musik. Tja, bei Fiora haben wir natürlich auch, wie wird es mit ihr weitergehen? Wird sie überleben? Oder was wird da genau geschehen? Das sind so offene Fragen, vor allem damit mit Conis, der für immer down, können wir ihn wieder zurückholen. Natürlich, ja, natürlich die Frage, wie sollen wir den zurückholen, Alter? Ich meine, der ist zerteilt worden, alle 1000 Stücke. Was ist mit Conis Hilfsteil? Knalle Wellenlängen messen und erfassen. Klingt auch nicht schlecht. Ja, Fiora ein komplettes neues Design, wie es aussieht. Okay. Und dann gerne wieder. Was hat der noch zu bieten? Mal gucken. Was? Wird kein Geld mehr, ist klar. Ach, macht doch nix. Wobei mich natürlich jetzt frage, müssen wir nicht vielleicht sogar mal unsere Waffen wieder ein bisschen wechseln, weil jetzt haben wir alles noch mechanische Waffen dabei. Die machen ja jetzt nicht mehr, wären vielleicht solche für Hochhintier besser. Wenn es überhaupt gibt. Wir haben mit China-Klinge 2 besser bedient. Ja, sieht momentan gut aus. Kirschkatana. Bitte was? Kirschkatana. Schmeckt nach Kirschgeschmack. Der Eisenprügel. Okay, dann nehmen Sie doch mal das Teil. Ich will gucken, wie es aussieht. Dann, gut, dankeschön. Mit China-Klinge 2? Siehst du gar nichts. Wo ist es denn? Na, wo ist es denn? Ehrschlag 100%. Oh, wenn du auf dem Eisenprügel, sehr gut. Ja, jetzt zieht das. Mit China Schwert 2. Okay, sehr gut. Hier hätten wir vielleicht also die Defense, aber er soll sowieso mehr auf Stärke und Agilität gehen. Nö, beim Pass glaube ich soweit ganz gut.
Ja, Rüstung vielleicht noch etwas. Nee, passt schon. Bei Schulk sowieso mit der Monanokopie alles supidupi. Dann hat er noch den Wächter. Willst du da vielleicht auch mal was upgraden? Die Ramme. Okay, geht das mal wieder Defense runter. Boah, extrem. Nee, lassen wir es so. Und Melia, was hast du noch so drauf? Der zweite Stab für kritische Rate höher, okay. Da geht sogar die Abwehr noch ein bisschen hoch. Gift um Frost mit dem zweiten Stock. Ah, interessant. Tja, ist natürlich die Frage, eher kritische Rate hoch oder... Ich denke, das ist bei ihr schon gut, oder? Gift und Frost ein bisschen hoch, dann kann sie ein bisschen mehr auf die Statusveränderungen draufgehen. Schala soll natürlich vor allem heilen, das ist wie immer. Das Gleiche. Hurricane Schuh, so kritische Rate hoch. Na, aber ist nur ein bisschen. Der ganze Rest geht dafür runter. Nee. Das machen wir mal nicht, aber jetzt bei ihr. Ne, sind alles V-Teile, wa? Nichts mit den Verstärken oder so. Schade natürlich. Ricky, wie sieht's denn aus? Kleiner Noppon. Machina Beißer 3, alter Schwede. Mit einer kleinen Naga hat mehr drauf als so ein Beißer. Okay, das ist natürlich ausgerüstet. Wie hat ein Beißer 2 mehr drauf als ein Beißer 3? Okay, mein Autoangriff. Ja, um 10 höher und Blockrate um 1%, aber sonst. Das passt ihm schon. Was, Rubinbrille, okay, was soll dann damit? Yeah, Heldenpon, ganz cool, Mann, Alter. Wie das aussieht, hey. Na, lass mal. Macht ihm irgendwie voll niedlicher. Du. Knasttop, hübsch, aber hab ich Ricky echt so selten abgegradet? Glatt ölen wir doch was, zack. Ja. Sieht auch nicht viel dämlicher aus als vorher. Tapferhandschuh. Gebe ich ihm das noch. Und noch ein paar Juwelen, ganz klar. Du. Ihr merkt schon vorhin natürlich, weil es aufs große Showdown hinausgeht. Ich jetzt noch ein bisschen am Upgraden und so. Aber keine Sorge, macht auf ein paar ein bisschen länger. Damit ihr was davon habt. Du. Bei mir Abwehr, wa? Denke ich, ist besser bei dem kleinen Heldenpon. Platz an der eine oder andere. Sie ist bei mir sowieso nicht. Ja, komm, der hat ein bisschen mehr Abwehr. Sehr schön. Jetzt natürlich alles hier nach Ausrüsten besser. Nach Rang? Nee. Was ausgerüstet, das passt so. Geht eigentlich gar nicht, oder wie? Nö, geht nicht. Gut, kriegst du noch Max KP. Yeah! Das ist unser Heldenpon. Ach ja, Leute, jetzt langsam das Ende zugeben, werde ich doch ein bisschen traurig, muss ich zugeben. Gut, das hat natürlich mehr Gründe. Zum einen natürlich, weil ich, das Spiel nicht so geehrt habe, wie es eigentlich verdient hätte. Ich habe wirklich bei vielen Strecken habe ich es natürlich ein bisschen falsch angepackt. Ich meine, Strategiespiel, Rollenspiel muss natürlich immer ein bisschen darauf achten, dass man genug trainiert hat. Zwischendurch mal ein bisschen. Ich war wirklich derjenige, der... Naja, weil ich halt selten irgendwie zum Aufnehmen kam und dann viele Pausen drin hatte, wollte ich mit der Story schnell weitermachen und das war ein bisschen ein Fehler, muss ich jetzt so schlussendlich mal doch zugeben. Hab ich's ein bisschen falsch gemacht. So, Max KP. Oh, geht gar nicht. Ich hab schon Max KP. 9999. Alter, kann ich gleich was anderes nehmen. Alter, Ricky, ist das so viel KP? Das ist ja der Wahnsinn. Okay, schick mal Ricky ins Fight hinein. Alter Schwede. Hat nicht eine Power. So, mach's so wieder mal. Und ja, ihr merkt schon, Schulk, ich bin einfach mehr auf der Schulkschiene, das stimmt leider so.
bin einfach der Beste von allen. So, jetzt mal gucken, was nehme ich jetzt hier am besten? Sternmesser sieht auch wenigstens ansprechend aus. Rot, okay. Geht natürlich auch. Nee, wieso muss ich immer so dämlich aussehen? Vielleicht das hier? Tempovisier? Ja, ist klar, sieht noch bescheuert aus. Die Rubrinbrille wäre noch etwas. Nö. Angriff 3 Visier, es macht sie schon stärker, aber Alter. Muss was nehmen, weil es sieht so bescheuert aus. Da muss ich sagen, das ist trotz allem noch etwas, was ich ein bisschen im Spiel, naja, jetzt nicht so hervorragend finde, dass man da ja auch irgendwie das Ganze nicht farblich und so ein bisschen besser anpassen kann. Ich meine, natürlich sehen sie anders aus, soll ja auch so sein. Das sieht allerdings schick aus. Aber dass man halt nicht irgendwie auch die Farbe ändern kann. Weil teilweise sieht es echt ein bisschen bescheuert aus, wenn das Ganze aussieht. Sieht selber fast aus eine Göttin. Du. Was hätte es in schlechtem Modergeschmack, wenn alles so durcheinander ist? Moment, wir haben es vielleicht gleich. Alter, wie sieht die denn aus? Ist ja übel. Uranus-Drohnen, alter Schwede, ja, also jetzt sieht sie ja echt krass aus. So, gleich, komm gleich, muss erst noch hier bei Ricky gucken, habe mir dummerweise die Brille weggenommen. Dem Helden Paul die Brille geklaut, das geht doch so nicht. So, was gebe ich jetzt noch? Natürlich zu wenig dabei. La. Und hier kriegt sie noch ein bisschen, das wäre Erstschlag, was? Giftschutz, lähmungsresistent, Vulkanischaden. Langsamresistenz, natürlich auch gut. Ja, gib mal der. Zack. So. Und nun, Freunde, das haben wir noch. War gar nichts mehr. Aber ist egal, wir sind ein bisschen besser, wie es aussieht. Ein bisschen stärker, sehr schön. Wiki vor der Tank ist dabei. Yeah, Viewer sieht ja, wie ein Cyborg aus, aber ist ja egal. Und jetzt geht's weiter. Erledigen wir Zanza und seine 3 Diener. Yep, brechen die auf. Nö, wir können los. Vielleicht komme ich auch später nochmal zurück und machen den Rest davon. Das sieht echt geil aus, das Teil. Bionis macht gar nichts, sehr gut unterwegs ein bisschen, ein paar Zuckungen und so, aber sonst sie ihn nicht aufhalten. Okay, Zanz will er gar nicht, oder? Er ist sowieso der große Gott. Ui, wie sollen wir jetzt Zanz los aufhalten? Was denn das hier? It's the inside of the Bionis. It looks quite different from when we entered via the marsh. The Bionis is regaining its biological functions. Must be because Zanza woke it up. Then we find Zanza and stop him. Ja, die Frage ist bloß wie. Also nicht finden, sondern natürlich aufhalten. Yeah, aber neue Erfahrungspunkte. Obwohl, vielleicht können wir es so machen, wie es ursprünglich Egil noch versucht hat mit dem Aetons. So, also da halt ein bisschen den Äther stoppen. Ja, wobei, wenn es so einfach gewesen wäre, hätte natürlich Egil das schon bei 20 gemacht, als sie noch gegenüberstanden und mir dabei nicht abkrepiert. Erste Lunge, ach du Scheiße. So, wir haben gerade ein paar neue Gegner hier, bin gespannt. Was haben wir jetzt wohl drauf? I'm gonna go all out. Bin grad gespannt, wer ist wohl der Stärkste von uns und... Zyklon, yeah! Alter Schwede, war ich das gerade mit dem Umwerfen? Boah, der Zyklon ist echt was drauf, ey. Okay, aber seht schon, das 3 Level höher kriegen ihn trotzdem problemlos platt. Heilungsenergie, geil.
Ja, Leute, ich glaube, das könnte was werden mit dem Training. Phoenix Telefia. Was? Noch eine Telefia? Alter Schwede. Okay, Wilkie, du bist unser Tank. Du schaffst das schon. Alter, macht trotzdem so viel Schaden, obwohl der Typ ist 4 Level höher als mir. 4 Level! Das ist Telefia, wie es aussieht, wa? Also wie stark wären wir erst, wenn wir volle Juwelenpower hätten. Das wäre krass. Ich mache mich gleich nass. Ja, aber ich habe schon im letzten Part angekündigt. Das Let's Play ist echt was für Hardcore-Fans. Wir können so viel einfacher haben. Oh, verdammt. Oh, beinahe geschafft, ey. Natürlich mein Zyklon wieder futsch. Verdammt. Dann nehmen wir von hinten. Und Level Up. Level 70 für Ricky und für uns. Ja, also wenn das so weitergeht, Freunde, glaube ich, können wir hier ganz gut trainieren noch. Alter, was sind das alles hier? Lago-Zellular. Ach du heiliges Kanonenrohr. Wait mal, da rechts oben, seht ihr das? Sieht ihr echt aus wie eine Lunge? Aber echt mal, es sieht echt aus wie so eine Lunge. Ist das krass. Kann ich wieder... Wollen wir ganz kurz Landeplatz zurück. Tja, kann er immer noch. Hat jetzt vielleicht was Besseres dabei? Man könnte ja sein, oder? Jetzt sind ja natürlich neue Abschnitte und so. Da geht es natürlich vor allem in Technikbücher, aber sieht nicht so aus. So. Ich würde den ganzen Part gerne beenden, Freunde, aber trotzdem noch ganz kurz wegen Items und so gucken, weil jetzt haben wir schon ziemlich gut ausgerüstet, sprich, ich kann hier viel verkaufen. Dann soll ich das vielleicht offscreen machen. Natürlich eine Variante. Monado-Kopie, ne, bitte nicht verkaufen, wäre ein bisschen doof. So, ich habe bereits einen, kommt also der eine weg. Jumo-Wächter, Maschinenraum, Maschinenwächter. Gut, wenn ich sowieso den zweiten habe, auch den einer nicht mehr. Ja, nur mit einem Socken, natürlich auch doof. Die Ramme, wir haben auch die zweite schon, sonst kommt der auch weg. Dann haben wir hier noch Jagdmesser, Defensivmesser. Die Messer behalten wir also mal. Für wann den Messer denn? Für Fiora? Ja, kann durchaus sein. Seht ihr hier wegen dem Geld und so, also sprich wie viel es wert wären. Das kann natürlich gut sein. Klinge Nummer 3, Klinge Nummer 2. Ich soll auch den 2 geben, der die 3 haben könnte. Hä? Warte mal, habe ich da einen Fehler gemacht vorhin? Moment, so viel Zeit muss also noch sein noch. Danben, du bist ja der Typ hier mit den Klingen. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Vielleicht vom Look her oder was? Was ist eine V-Waffe? Was ist eine V-Waffe? Wir können den... Nein, ich habe sowieso zu wenig, genau. Ich habe leider zu wenig Juwelen. Okay, ich natürlich schon. Weil sonst hätte ich gesagt, nee, komm, nimm natürlich die Reihe. Aber stimmt. Stimmt ja, leider Gottes. Ich habe dafür noch zu wenig Juwelenpower. Aber Alter, wie stark wären wir dann, wenn da auch noch Juwelen hätten? Das wäre ja krass. Aber das wieder so. Das trotzdem mal noch. Vielleicht kriegen wir später noch was Gutes. Wolkenkatana, Kirschkatana, Schlinge, Maschinenschwert, 2. Ja, Eisenprügel, Maschinenschwert. Hatten auch nicht mehr. Hurricane-Schuss haben wir gleich. Nö. Stille zweimal kommt auch weg. Mit China Flinte, mit China Gewehr, Gaddles Gewehr, ja, behalte ich noch in Ehren. Genau, was war das noch? Wenn ich die 2 habe, aber die 1 nicht mehr. So, der Rexnager, der Maschinennager, der Beißer 3-mal, der 2. Maschinennager 2, der eine kommt dann auch weg. Lebensbeißer, mit China-Beißer, wa? Auch schon eine 3er und eine 2er, kommt der eine auch weg, zack. China-Stab 2 haben wir 2-mal, damit weniger kommt auch weg. Hier ist das gleiche
den alten wieder. Dann haben wir den Stock noch. Haben wir auch noch irgendwie einen Stock. Der zweite. Kann natürlich der alte auch weg. Sternmesser, Schwalbenmesser, Karma-Klingen. Alter Schwede. Mekon-Schwerter, Mordmesser. Ja, wegen die Großgelb brauchen wir jetzt auch nicht, oder? Dass ich da irgendwie unbedingt verkaufen müsste. Nee, Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt offscreen noch ein bisschen hier die Dinger, die Schätze da noch ein bisschen verkaufen. Ihr wisst ja wie immer, wie das geht, mit 1 und so. Dass von allen noch 1 habe, weil es ist eigentlich meine, ja, kann man so sagen, meine Eigenheit. Außer natürlich hier, wo irgendwas mit Sidequests zu tun hat, da behalte ich alle noch. Und dann würde ich sagen, geht es im nächsten Part hier weiter im Text bei Xenoblade Chronicles mit der Mission natürlich, wie gewohnt. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao zusammen.